vielen Dank an alle Veranstalter, Schirmherrschaft und Einladung, über den großen Teich zu fliegen. Ich bin möglicherweise doch der weitgereisteste Gast heute. Bin aber sehr gerne gekommen. Ja, die Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang hat viele Facetten, das haben wir gehört. Die Zeugenaussagen sind ganz wichtig und haben auch immer wieder natürlich die entscheidenden Impulse für meine Forschung geliefert, die ja weitgehend auf den Dokumenten basiert, der chinesischen Regierung. Vertrauliche interne Dokumente, interne Reden, geheime Reden von Xi Jinping, die geleakt wurden durch die Xinjiang Paper, erst in den New York Times im Jahr 2019 und dann an das Uiguren-Tribunal in London im Jahr 2021, belegen ja, inwieweit diese verschiedenen Aspekte oder fast alle Aspekte der Unterdrückung, die wir in Xinjiang dann beobachtet haben, nämlich sei es die Internierung in Lagern, sei es Zwangsarbeit, sei es die Trennung von Eltern und Kindern durch Internate und so weiter, die Geburtenverhinderung oder Bevölkerungsoptimierung, die Zerstörung von Moscheen, Religionsverbot, Beamte, die in Familien eindringen und sie bei den Einheimischen Schlafenden ausspionieren, dass diese Maßnahmen direkter oder indirekter den Anforderungen Pekings entsprechen, die 2014 geäußert wurden. Und dazu ist es wichtig, halt auch zu verstehen, Xi Jinping hat zum Beispiel nicht direkt, von manchen Dingen nicht sehr direkt gesprochen, er hat auch von Umerziehungslagern nicht direkt gesprochen. Das liegt halt auch daran, dass wir so ein bisschen die Phasen und das Timing des Ganzen etwas verstehen oder einordnen müssen. Nämlich im Jahr 2013 bis 2016 sehen wir, dass es die Phase des Experimentierens war. Dass also mit verschiedenen Formen der Umerziehung, mit anderen Maßnahmen experimentiert wurde. Dass ab 2014 die Beamten in die Dörfer geschickt wurden, in Arbeitsteams. Und deswegen ist es wichtig auch zu verstehen, im April und Mai 2014 war das sozusagen mitten während dieser Experimentierphase. Und das ist deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass Xi Jinping und andere Figuren der Zentralregierung da entscheidende Impulse gegeben haben und vor allem das Ganze bestätigt haben, eine Bestätigung, also wie eine Art Segen ausgesprochen haben über diesen Maßnahmen, mit denen ja vielfältig einfach noch experimentiert wurde in dieser Phase, bevor dann unter Chen Quanguo, dem Parteisekretär, ab Ende 2016 diese Massenmobilisierungskampagne stattfand, wo also durch Mobilisierung das dann alles durchgezogen wurde. Ich hatte 2020 bereits argumentiert, dass diese doch markante, parallele und straff durchgeplante Implementierung all dieser verschiedenen Maßnahmen in Xinjiang ab dem Jahr 2016 darauf hindeutet, dass die Durchführung dieser Maßnahmen im Vorfeld doch offenbar recht genau abgesprochen und vorbereitet war. Die Jahre 2013 bis 2016 schufen hierfür die Grundlage. Durch das Experimentieren mit verschiedenen Formen der Umerziehung wurde das erfolgreichste Modell der Umerziehung ausgewählt, nämlich die zentrale Umerziehung in geschlossenen Anstalten. Es wurden mit unterschiedlichen Formen der Umerziehung experimentiert. Ein Teil davon wurde danach auch weitergeführt, wie zum Beispiel in Abendschulen, in Abendveranstaltungen oder Teilzeitveranstaltungen. Aber die Regierung hat sich dafür entschieden, dass diese zentralisierte Umerziehung in geschlossenen Anstalten das effektivste Modell war und hat es dann einfach unter Chen Quanguo hochskaliert. Im März 2016 war Xinjiangs damaliger Parteisekretär Jiang Chunqian, der ja auch zur Zeit von 2014 schon Parteisekretär war der Region, damals Tibets Parteisekretär Chen Quanguo, zwischen 2011 und 2016 war er Parteisekretär von Tibet, und Präsident Xi Jinping waren alle drei in Peking. Es ist wahrscheinlich, dass bei dieser Gelegenheit der Plan zur Umerziehungskampagne konkret besprochen und abgesegnet wurde. Das ist meine Vermutung hier aufgrund dessen, was wir beobachten können. Im August 2016, nur wenige Monate später, nimmt Chen Quanguo dann das Amt des Parteisekretärs von Xinjiang auf.
Er beginnt sofort, ohne jegliche Verzögerung, zunächst mit der Umwandlung Xinjiangs wie Tibet in einen Polizeistaat, setzt natürlich bestehende Maßnahmen fort, aber führt halt auch viele Maßnahmen ein, die er in Tibet schon ausprobiert hatte, durch die rapide, massenweise Rekrutierung von Polizei und einem drastischen Ausbau der Überwachungssysteme. Also Chen hat hier wirklich das Mehrfache, innerhalb von 12 Monaten, das Mehrfache geleistet, was Xinjiang in den Jahren davor hatte an Polizeikräften und Überwachungssystemen. Durch diese rapide Ausweitung schafft Chen innerhalb von nur 6 Monaten die Voraussetzung dafür, mit der Masseninternierung von anfänglich möglicherweise bis zu 1 Million und dann später möglicherweise noch mehr, vielleicht bis zu 2 Millionen, wir wissen es nicht genau, Minderheiten zu beginnen. Er schafft die Voraussetzung durch den Ausbau des Polizeistaates. Denn es ist ja ein Risiko, gewesen. Die Menschen könnten sich ja vielleicht wehren. Davor bestand auch Angst bei der Regierung. So wurden also die Voraussetzungen geschaffen innerhalb der ersten 6 Monate. Kurz nach dem August, im Herbst, berichteten dann die Arbeitsgruppen, die 100.000 Kader, 70 bis 100.000 Kader, die jedes Jahr in die Dörfer geschickt wurden, berichten dann zurück von ihren Erkenntnissen, von ihren Erlebnissen, die monatelang in den Dörfern gelebt haben. Das hat wichtiges Material geliefert natürlich dann für die darauffolgende Kampagne der Masseninternierung. Am 1. März 2017, nach dem chinesischen Neujahrsfest, sind Hunderttausende staatliche Regierungsbeamte in Arbeitsgruppen eingeteilt, in uigurischen Dörfern stationiert. Sie beginnen ihre Arbeit und füllen detaillierte Listen aus. Das Datenmaterial bestimmt dann in den kommenden Monaten, wer ins Lager kommt. Am 29. März des gleichen Monats 2017 veröffentlicht die Regierung von Xinjiang den Erlass zur Deextremifizierung, der eine quasi legale Basis für die extralegale Internierung von Minderheiten in Umerziehungslagern schafft. Und das Timing oder der Start der Umerziehungsmaßnahme können wir nachvollziehen anhand der Zeit, die Tchetchenko braucht, erstmal um den Polizeistaat weiter auszubauen auf ein Mindestniveau. Zweitens aber die Stationierung dieser Arbeitsgruppen fand nämlich jedes Jahr direkt nach dem chinesischen Neujahrsfest statt. Und das Timing des chinesischen Neujahrsfests im Jahr 2017 schuf von daher die Voraussetzungen für den Beginn der Kampagne der Masseninternierung. Gleichzeitig allerdings ist es vielleicht bekannter, dass anfangs 2017 die Masseninternierung begann. Aber gleichzeitig begann auch eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen, auch im Frühjahr 2017, Anfang 2017, nämlich der Staat baut Schulen zu Vollzeitinternaten um, baut Vorschulen und Kindergärten. Im Jahr 2018 geht die Internierungskampagne weiter. Viele Menschen kommen jetzt in größere Lager, die überfüllter sind. Wir sehen auf Satellit durch Zeugenaussagen eine Ausweitung der Kampagne. In der zweiten Hälfte 2018 baut die Regierung massenweise Fabriken, um die Internierten von den Lagern in die Zwangsarbeit zu schleusen. Mittlerweile leben viele Kinder von ihren Eltern getrennt in Internaten. Babys und Kleinstkinder werden in Kindertagesstätten betreut, während ihre Mütter in Satellitenfabriken in Dörfern arbeiten. Das ist in dieser Zeit alles geschehen gleichzeitig. Also auch die zwei parallelen Systeme der Zwangsarbeit, die Zwangsarbeit aus den Lagern und die Zwangsarbeit durch die Arbeitsbekämpfung, den Arbeitstransfer, wurden parallel ausgebaut. Den Arbeitstransfer gab es ja schon davor. Auch hier fand 2017 die große Zwangsmobilisierung statt und dann der Ausbau auch im Jahr 2018. In der ersten Hälfte 2019 werden viele Lagerinsassen stückweise entlassen. Viele der sichtbaren Sicherheitsmerkmale wie Stacheldraht oder Wachtürme werden entfernt. Einige Lager werden der westlichen Presse gezeigt. Währenddessen werden viele Lagerinsassen werden entweder in die Zwangsarbeit entlassen oder in die lokale Kontrolle, wo sie also dann noch ein Jahr ganz stark weiter kontrolliert werden von der Polizei, oder zu langen Gefängnisstrafen verurteilt und verschwinden dann in Gefängnissen, die auch dann zunehmend weiter diese Hochsicherheitsanstalten,
wurden massiv ausgebaut, während viele dieser improvisierten, im Jahr 2017 gebauten Umerziehungslager dann auch abgebaut wurden. Gleichzeitig, ebenfalls im Jahr 2008, also fängt im Jahr 2018 an, läuft aber im 2019 auf Hochtouren, ist die Kampagne der Geburtenverhinderungsmaßnahmen, die das Bevölkerungswachstum in Minderheitenregionen massiv reduzieren. In manchen Regionen auf nahezu null, in manchen Gegenden unter 0% oder Promille natürliche Bevölkerungszunahme. Dokumente belegen Pläne im Jahr 2019, große Prozentsätze von geburtsfähigen Frauen zu sterilisieren. Wir haben hierzu punktuelle Daten, nicht vollständige Daten. Ab dem Jahr 2020 und 2021 erkennen wir das deutliche Zurückfahren der sichtbaren Polizeipräsenz. Die erste Einladung von Frau Michelle Bachelet fand statt, ich glaube im Jahr 2020. Der Besuch soll jetzt ja im Mai 2022 stattfinden. Nun, zum Verständnis der aktuellen Lage ist es wichtig, dass wir diese Phasen erkennen. Also von Jahr 2013 bis 2016 war die experimentelle Phase unter Jiang Chunqian, bestätigt durch Xi Jinping. Die Implementierung dann dieser massenhaften Kampagne, das Aufziehen dieser Großkampagne unter Chen Quanguo 2017 bis 2021. Ende 2021 wird Chen Quanguo dann ersetzt durch Ma Xingrui. Ma Xingrui, Gouverneur der Provinz Guangdong, ein Technokrat. Jemand mit Erfahrung in Wirtschaft, in Modernisierung. Es ist wichtig zu verstehen, diese Maßnahmen, die hier durchgeführt werden, die werden jetzt institutionalisiert. Das heißt, diese kampagnenartigen Bewegungen, halt auch in der Masseninternierung, auch in den anderen Maßnahmen, waren sozusagen erfolgreich. Und was wir jetzt sehen, ist eine Institutionalisierung, eine Normalisierung der Situation. Langfristiges auch Wirtschaftswachstum, Entwicklung ist geplant, natürlich durch verschiedene Formen der Zwangsarbeit oder Arbeit oder Entwicklung gefördert und durchgeführt. Wichtig für uns ist die Erkenntnis, dass diese Maßnahmen direkt dem Willen und den Anforderungen Pekings entsprechen. Deswegen ist Xinjiang eine rote Linie. Das heißt, die Gegensanktionierung europäischer Bürger im März 2021 als Antwort auf die Sanktionierung von 4 Regierungsbeamten in Xinjiang durch die Europäische Union ist deswegen unter diesen neuen Erkenntnissen keine Überraschung. Denn Xi Jinping und andere zentrale Regierungsbeamte wie Yu Zhengsheng und Li Keqiang haben gesagt, damals schon, dass die Unterdrückung, diese Maßnahmen in Xinjiang notwendig sind zur Erfüllung zentraler nationaler politischer Ziele des 21. Jahrhunderts. Das Zusammenspiel der Methoden, mit denen Peking die Uiguren unterdrückt, geht in die Richtung eines schleichenden Völkermords. Rechtlich gesehen definiert die Völkermordskonvention von 1948 diesen Tatbestand nur anhand einer physischen oder biologischen Vernichtung oder Teilvernichtung einer geschützten Gruppe. Im Fall von Xinjiang ist die relevanteste Kategorie hier die systematische Geburtenverhinderung, also die biologische Vernichtung sozusagen, mit der sowohl das Wachstum wie auch potenziell der Umfang der Bevölkerung stark eingeschränkt wird. Wobei wir hier auch vergleichen können, die Teilvernichtung einer Bevölkerung, hier auch der Vergleich, wie hätte sich die Bevölkerung entwickelt ohne diese Maßnahmen, zum Vergleich, wie entwickelt sie sich mit den Maßnahmen. Auch diese Diskrepanz zählt als Teilvernichtung einer geschützten Gruppe. Der moderne Völkermord ist nicht unbedingt schnell und blutig, sondern zielt zunehmend auf die Zerstörung der Existenzgrundlage einer Gruppe ab, ein Prozess, der auch über Jahre und Jahrzehnte hinweg geschehen kann. Darüber werde ich mehr in meinem zweiten Vortrag nach der Kaffeepause sozusagen sagen. Ich wollte noch ganz kurz auf das Konzept des Weltherrschaftsplans eingehen, das ja von Frau Southgate und dann auch in dem Buch angesprochen wird. Das Konzept des Weltherrschaftsplans hört sich ja erstmal, sagen wir mal, recht krass an, recht weit dahergegriffen, sag ich mal so, oder vielleicht sogar unglaubwürdig, oder schwierig zumindest.
Hierzu nur ganz kurz ein paar Gedanken. Erstens ist Frau Sautber nicht die Einzige, die davon spricht, sondern es gibt 3 bis 4, insgesamt 4 Zeuginnen und Zeugen, die mittlerweile hat es zugenommen. Okay. Also wo ich zumindest das mal nachgeschaut habe, die relativ ähnliche Pläne und Zeitfenster über ähnliche berichten. Erstens würde ich dazu sagen, dass die Vermittlung so eines Schemas, dass also eine stückweite Ausweitung der Kontrolle Pekings über die Welt, dass das erstens diesen Einheimischen, also den Minderheiten, denke ich mal, psychologisch vermittelt wird, um ihnen die Hoffnung zu nehmen. Das heißt, selbst wenn man mal davon ausgehen würde, wenn man mal die Frage zur Seite legen würde, ob das tatsächlich so ein Plan, ob dieser Plan tatsächlich so von Peking ausgeführt werden möchte oder nicht. Mal ganz unabhängig davon ist eine Vermittlung, denke ich, wir haben hier authentische Zeugenaussagen, die den Menschen die Hoffnung nehmen soll. Gerade die Kasachen haben ja auch ein eigenes Land, Kasachstan. Da besteht ja auch Hoffnung, dass da vielleicht mal eine Rettung kommt. Diese Menschen, die in Umerziehung gesteckt wurden, die in einem unglaublichen Polizeistaat leben, wird durch dieses Muster jegliche Hoffnung genommen, weil gesagt wird, diese Länder werden von Peking, gibt es einen Plan, dass die immer stärker kontrolliert werden, sprich, dass sie den Uiguren, Kasachen und so weiter nicht zur Hilfe kommen. Und auf den Westen könnt ihr euch auch nicht verlassen, denn auch da gibt es einen langfristigen Plan, dass der euch auch nicht zur Hilfe kommt. Zweitens entspricht, jetzt mal ganz egal, wie man diesen Plan genau nennt, ob man ihn Weltherrschaft nennt oder wie auch immer man ihn nennt oder wie auch immer der umgesetzt wird, das Interessante daran, vieles daran lässt sich natürlich nicht direkt unabhängig überprüfen. Das ist klar, jetzt mal wissenschaftlich gesehen. Aber Aspekte davon lassen sich wissenschaftlich sehr wohl korroborieren, nämlich es gibt in China selbstverständlich den Plan, zur sozialistischen Großmacht zu werden. Ja? Und das beinhaltet ja auch außenpolitische Ziele. Wir erkennen, jetzt mal nicht unbedingt angenommen, dass China tatsächlich versucht, mit Armeen woanders einzumarschieren, das wissen wir nicht. Aber es gibt mindestens das Ziel, und das wird jetzt hier schon durchgeführt, in anderen Ländern Einflussnahme zu nehmen. Teilweise sogar auf die Innenpolitik, zumindest auf die Gesellschaft, auf eine bestimmte Art und Weise, mindestens auch unter den Exilen, der Druck, der auf die Uiguren und Kasachen im Ausland ausgeübt wird. Das Ziel sozusagen, das sehen wir auch, Peking fördert systematisch andere Regimes, die ähnlich sind wie sie selber. Das heißt, die Welt zu einer Region, die Welt einen sicheren Ort für autoritäre Regimes zu machen. Das ist, denke ich mal, das Mindestmaß, was wir empirisch schon erkennen können. Ich denke mal, das würde ich gerne noch einfach dazu gesagt haben als Kommentar. Und es passt eigentlich sehr gut, mindestens passt es sehr gut, den Einheimischen, den Uiguren und Sachen in Xinjiang jegliche Hoffnung zu nehmen, indem man sagt, ihr könnt euch nicht auf andere Länder verlassen, so gar nicht auf den Westen, denn der Plan ist, die Einflussnahme, wie auch immer geartet dann, stückweise zu steigern. Herzlichen Dank.